verstörende Bilder. Ein Mann zündet in einem Zimmer einen großen Haufen mit Decken, Matratzen und Möbelstücken an. Immer mehr spricht dafür, dass diese Aufnahmen die Brandstiftung in der Asylunterkunft in Bad Godesberg zeigen. Die beiden Tatverdächtigen hatten sich offenbar selbst dabei Самым подписчикам и этажный пожар шед, хама Рамадан, боязана как умер. Ай да седик да винки тапчка мандак. Ve polis olmadım. Bad ki ijomadım yazana как pampers kalaska boris panjor ham çıkarıcı var. Bad avtobus özmüştüm. Avtobus da etaja munda yakın etajda штыгин. И там вообще тут задесян автобус уйора на утрома дровар десяна чи God, no cry. Я хело шона хуна мебаран хуна ки пожарный не стай. Я хело шона автобус немедон куда мебаран. Хай. Подписчика. Подписчика. Чи Мухаммад кутумун хам мичина да хуна мундим так что Popşuma ayağımdan polis gazetestan ana İspanyol isoruna pişiday taypan perday ay Während die einen von oben den Brand bekämpfen, bemühen sich ihre Kollegen unten, die Bewohner zu evakuieren. Lang ist nicht klar, ob in dem brennenden Zimmer noch Menschen sind. Das Zimmer befand sich bei Eintreffen der Feuerwehr Bonn in Vollbrand. Sofort wurden durch die Bediensteten dieser Notunterkunft alle Bewohner, ca. 150 Leute, evakuiert. Während der Evakuierung ist es zu einer leicht verletzten Person gekommen. Natürlich festgenommen worden. Einen zweiten Tatverdächtigen konnten wir ermitteln und haben ihn dann auch gestern an der Unterkunft ebenfalls festgenommen. Auch heute noch sind die Auswirkungen des Brandes deutlich zu sehen. Viele Bewohner hier haben keine Bleibeperspektive und sind nur wenige Monate hier. Die mutmaßliche Brandstiftung könnte eine Frustreaktion auf ein Potenzial das Motiv für die Brandstiftung war, müssen jetzt Polizei und Staatsanwaltschaft